Das Handy. Dank einer neuen App könnte es schon bald mithelfen, Angesteckte schnell zu finden und damit die Virusausbreitung zu bremsen. Auf freiwilliger Basis und ohne die Privatsphäre zu verletzen, betonen die Erfinder der App, auch von den beiden ETH. Am 7. April geht es auf europäischer Ebene los. So bald wie möglich auch in der Schweiz, hofft die neue Wissenschaftstaskforce, die den Bund berät. Sobald rechtlich alles klar ist, könnten Freiwillige mitmachen. Und ich würde denken, dass vielleicht 30% der Bevölkerung hier mitmachen würden. Und das hätte einen wichtigen, signifikanten Effekt. Das System funktioniert zwischen allen, die freiwillig diese App herunterladen und Bluetooth einschalten. Bluetooth misst die Abstände zwischen den Handys anonym und verschlüsselt. Meldet sich eine Person als infiziert, warnt die App anonym all jene Personen, welche der infizierten Person in der Vergangenheit während mindestens 15 Minuten näher als 2 Meter gekommen sind. Wie verträgt sich diese App mit dem Datenschutz? Sie kann datenschutzkonform umgesetzt werden, aber der Teufel liegt im Detail der Umsetzung. Wir müssen die Freiwilligkeit überall erkennen, beim Tragen des Handys, beim Herunterladen des Apps, bei der Aktivierung der Bluetooth-Technologie und dann eben auch, wenn die Push-Meldungen kommen. Könnten sich die Gewarnten auch ohne Symptome testen lassen, wäre die App besonders wirksam. Viel mehr Tests sind denn auch Teil möglicher Ausstiegsszenarien. Es gibt sicher eben das Szenario, dass man die Testkapazitäten massiv ausbaut, dass man mit dieser App ein flächendeckendes Proximity Tracing implementiert. Kombiniert mit mehr Masken. Entscheiden wird der Bund. Und der sagt, für Lockerungen sei es klar zu früh.